Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen aus dem Studio zu den Olympischen Spielen in Turin. Es geht darum, dass heute die Schweizer Snowboard- und Ski-Nationalmannschaft am Start ist und hoffentlich möglichst viele Medaillen holt. Das ist eine gottverdammte Lüge, es ist Metal Server Lab. Cheers. Voll. Yo. Innigkeit. Wenn sie es nur gehört hätten, hätten sie jetzt vielleicht wirklich gedacht, dass es ein SRF-Moderator ist. Das ist die Zukunft für dich, weißt du nicht? Maybe. Ja, boah, Bruder, wie geil wäre es so, Konzert kommentieren. Ja, voll. So auf SF. SRF einfach so. SF, wie alt bin ich? Ich weiss, dass es SF gegeben hat. Und ein 17-Jähriger wird vom 33-Jährigen gekickt. Und das Pit geht auf. Jawohl, wir sehen Da ist ein Zack geflogen. wir sehen den Favorit. Ja. Der Johnny, 32 aus Aargau, hat noch nie... Bums. Johnny, 32 aus Aargau, wohnt noch bei seiner Mutter, aber kann einen Herzpin kicken. Ja, voll. Wirklich Top-Technik. Ja. Das ist etwas, was ich im Fall... Jawohl, und der Sänger holt aus zu einem Roundhouse-Kick. Er führt den aus in kompletter Vollendung, während der Gitarrist am Sweep-Picken ist. Das ist etwas, was ich im Fall bei einem Konzert mal zum ersten Mal gesehen habe. Wo einer ist einfach am Two-Step war und dann kommt der andere von hinten nachher und bei der Pause zwischen sagen hat, hey, hure schöner Two-Step. Das habe ich auch schon gehört. Das ist so fucking funny. Es ist wirklich ein Tanz, ich könnte sagen, wie Dance-Show, oder? Und die Leute sind so Technik am Anschauen und so wie, oh, das ist geil. 8 von 10 Punkten. Alter, einfach so, stell dir vor, du gehst an so eine Hardcore-Show und einfach so, wie so Brudis im Gym. Fair. Weil so Alpha-Mails gehen. Oh, ich habe mit dem Jona noch gut. Der Jona und ich müssen mal eine Special-Folge machen zum Thema Alpha-Mails. Kannst du auch gerade mitmachen, ist der Hammer. Der Jona und ich haben von den Alpha-Mails gegangen. Alpha-Mails gehen ja immer ins Gym zum Muskel aufbauen, zum Frauen bumsen, oder? Ja, zum Frauen ficken, weil Frauen stehen auf Muskeln und am Schluss das Einzige, was passiert, ist, dass andere Brudis kommen und sagen: Junge, guter Latissimus! Voll genau. Was machst du für Übung, das Das kannst du für... Hey Bro, was machst du für Übung, das Lat ist so gut, oder? Ja, das ist Muskeln, Bart ist auch eine, Moustache. Aber du wirst einfach von Brudis angesprochen. Ich meine, ich habe schon mal Dudes angesprochen und gesagt, oh, geile Moustache, weil ich Moustache-Dings durchbrauche, weißt du, der Wachs. Ja. Wachs. Dort, wo ich es hat Zeit gegeben, wo ich es probiert habe und es ist nicht gegangen. Ich habe zu wenig Moustache haben. Aber ja, ist... Nein, Moustache kann ich mir stabil anfetzen, wenn ich will. No, weißt du, so ein richtig lang und so. Ja, könnte ich glaube schon, aber ich habe keine Lust. Ja, okay. Nein, zu wenig Franzos für das. Ja, zu wenig Dichte dafür. Zu wenig Dichte, oder ich bin zu wenig Franzos für das. Speaking of Franzos. Das ist jetzt ein bisschen random, aber ich bin, ja, das reden wir nachher noch darüber wahrscheinlich, ich bin Vocals aufnehmen, da hat Mahmoud das Gefühl, er feiert es so, dass beim Landmarks-Feature, wo der Sänger von Landmarks bei Stray from the Path im neuen Album mitmacht, dass er dort einfach irgendwie der Stray from the Path-Sänger ist noch rumschießen irgendetwas und dann hörst du einfach den Landmarks-Sänger hinten drin so «Écoute Bâtard!» und nachher haut er rein und ich habe das Gefühl, wir sollten mehr... Alle sagen ja immer, ja weißt, wir machen true Musik und eigentlich sollte unsere Musik real sein. Ich finde, wir sollten viel mehr so Sachen reinhauen. Dann haben der Mahmoud und ich uns so WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her gehauen und sind dann auf die Idee gekommen, dass es einfach saumässig sick wäre. Einfach so vor irgendeinem Part einfach so «Hey Fresse, los zu!» Bam! Und dann schlägt es einfach so einen richtig hässigen Part rein. Ja, voll. Das wäre schon angebracht. Ich finde, wir sollten mehr Realness zurückbringen. Ja, voll. Besonders so wie bei Drum Recordings, wenn Amix am Schluss beim Ausklingen hast, so wie «Ist gut gewesen?» «Ja, voll!» Hast du das noch bei Taoist drauf? Nein, bei uns haben wir nicht. Bei uns, aber ich kann es schon mal gehabt. Bei Eversis haben wir extra, der Domi hat Sticks angerührt und nachher er so «Ah, shit!» hat Sticks angerührt und ich so nein, lass das ist geil gewesen, mach's nochmal. Also dann haben wir das Take nochmal gemacht und der Domi und ich so zum Domi so auf die Uhr geschaut, so jetzt. Und dann hat der Domi so die Sticks auf Snare angelegt, so. Das ist so, es tönt verdammt gut, das ist jetzt im Song drin. Ja, das ist super, ja. Ja, ist halt die humane Seite von der Musik, oder? Ja, das ist... der Mensch. Das ist schon so, ja. Wir haben uns Mühe gegeben. Ja, wir haben keine editierte Drums. Wir haben keine editierte Gitarre. Wir haben kein editiertes gar nichts, Alter. Wir sind roh rein wie so ein japanischer Fisch im Sushi-Restaurant. Was hast du so gemacht in den letzten paar Wochen?
Vocals aufgenommen. Hey, sind wir alle im Vocals aufgenommen? Ja. Das... ich habe nämlich... Der Dummies hat mir irgendetwas geschrieben. Von Last Game und Artifiction. Er hat irgendetwas geschrieben, dann haben wir ein Video aus dem Studio geschickt und er so, Dummies, ich sind eigentlich alle am Vocals, sind alle am Aufnehmen gerade. Was ist los? Schon. Ja, es ist halt wahrscheinlich der Januarloch, oder? Und so an dieser Zeit. Nachher im Frühling und so sind alle im Release wahrscheinlich. Ja. Alle am Edgen jetzt. Nachher machen wir einfach alle Platten auf am gleichen Weekend. Verteilen. Machen wir das gescheiter nicht? Oder tun wir Leute verteilen. Oder einfach alle Plattentaufen am Junge. Alle Releases, alle Plattentaufen am gleichen Tag in der gleichen Venue. Ja, voll. Das ist, machen wir das für 27. Das Metal Server Release Fest. Einfach, es ist irgendwo rein, weil es näher ist, Werk Baden. Alle Bands, die etwas releasen es an diesem Tag und live. Es wird nichts vorher rausgegeben. Ja, das ist ja cool. Es gibt nichts vorher zum Hören. Einfach alle Releases werden an diesem Tag gemacht. Das ist schon funny. Ja. Dann hättest du so 15 Platten taufen. Der Release-a-Palooza, Alter. Release-a-Palooza. Das ist schon funny. Also, ich sehe es kommen, irgendein Booker macht das jetzt nächstes Jahr und creditet sich selber dann. Ja. Ja, lieber so, weil ich meine, es ist so viel Arbeit, ein Booking zu machen. Ja, aber weißt du, er bookt es dann ohne uns. Weil wir haben ja das Jahr schon released. Taoist released ja da. Ja. Schon, oder? Eversis released das Jahr. Ja. Taoist released wahrscheinlich zweimal. Eversis hoffentlich auch. Ja. Könnte knapp werden. Ja. Aber der Plan wäre es. Ja, voll. Ende Jahr noch. Nein, ich kann auch. Machen wir zusammen? Können wir schon. Geil. Du spielst in beide Bands. Fuck, stimmt. Aber ja, ich meine, man unterschätzt schon, wie viel Arbeit es ist, besonders wenn du alles aufnimmst. Gut, du tust nicht editieren, aber ich tue alles editieren. Ja, das brauchst du schon. Aber ich meine, Eversis macht auch ein bisschen andere Musik. Dort funktioniert es auch eher. Ich bin auch ein pingeliger Sieg und bin einfach so Millisekunden Sachen am Verschieben. Es ist eigentlich alles schon tight. Aber wenn du Quad-Tracking machst und nachher, dann wird schon... Ja, wir haben alles aufgenommen, dann haben wir es wirklich am Machen geschickt und dann machen wir es und so. Ey, wenn es nicht okay ist. Wir nehmen es nochmal auf und dann machen wir so, nein, das ist gut, das ist lange für das ist für das, was ihr wollt, ist das souverän. Ja, ihr habt auch schon einiges Erfahrung, was Recording We're fucking raw-dogging it. Ja. Dann haben wir letztens diskutiert, ob das eine stilistische Choice ist oder ob wir einfach faul sind. Oder sind wir zum Entschluss gekommen, es ist eine gute Kombination aus beidem. Ja. Oh ja. Ja, haben wir mal wieder von hinten anfangen. Soll ich mal schnell kurz sagen, dass ich keine Zeit hatte zum wie so ein Pilot, sich nicht wirklich Zeit hatte zum Vorbereiten für Metal Server Awards und wir das darum jetzt ein bisschen hinterher verschieben, dass der Brian auch dabei sein. Ja, voll. Und dann machen wir das richtig. Ich meine, Cracker Reports sind schon... Fuck me! Haben schon gezeigt, sie ich wollte gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sie Zeit dafür findet, aber Respekt. Ich wollte gar nicht mehr machen. Ich wollte es nicht mehr machen. 120 nominierte Bands. Sie spinnen. 20 Kategorien. Alles. Sie finden für jede Kategorie einen Preis. Das ist insane. Ja. Was, ein Preis auch noch? Ja, voll. Also ich weiss... Ich habe ein paar Sachen gehört, aber fuck me, noch nichts Fixes. Aber es sind wirklich gute Sachen am machen. Also ich Respekt an die Jungs. Die machen es wirklich gut. Wir bleiben bei 2 Kategorien, also mit einer Kategorie. Best Release. Best Release, aber Best Release und machen dann von jedem. Von mir, dir, Brian. Es gibt 3-mal Best Release. 3-mal Best Release. Was passiert, wenn eine Band 2-mal Best Release gönnt? Das ist eine gute Frage. Gibt's nicht. Ja, fair. Da muss einer, dann gibt es Schere, Stein, Papier, wer die Band darf behalten und nachher muss der andere sich einen anderen Release suchen. Ja, voll. Aber wir schauen dann mit dem Brian zusammen, wenn wir Zeit haben. Aber ich bin jetzt schon fast ziemlich sicher, dass wir zwei und Brian nicht so fett in die Quere kommen. Nein, ich glaube nicht. Rein von der Musik, die man herlässt. Und wir hören. Ja, voll. Aber kommt gut. Ja, ich bin auch fucking kaputt. Die Woche schon so viel los gewesen. Hör mal auf. Ich müsste heute noch Lyrics lernen für ein Mondkonzert. Ich habe noch vor 2 Songs. Weißt du, was du dort am besten machst? Ja? Bring the Toad, Alter. Bring the Toad. Nein, das kommt später. Okay. Aber dann proper. Gibt's noch...
Gibt es eine Toad-Version von einem Song? Das kann man schon machen, ja. Das ist schon funny. Bandcamp Only Special Edition. Bandcamp Only Special. Wir haben beim... Ich habe beim... Ja, jetzt ist schon wieder etwas. Ich habe beim Mahmoud im Studio von Atropas und City of Pillars und Mahmoud Engineering im Studio habe ich einfach mal allein so mit einem französischen Akzent reingerührt aus Langweile. Stimmt, City of Pillars hat er auch gemacht. Ja. Und dann ist er geguckt so, Bro, it actually fucks. Ich so, ja, es wäre schon geil. Aber französische Lyrics? Nein, nicht französische Lyrics, nur französischer Akzent. Also wie... nur so, die Line ist, glaube ich, wie Rise of the North Star. Every mistake is another step. Und dann einfach so, every mistake is another step. Also wie Rise of the North Star. Ja, und dann haben wir das Gefühl, dass wir hure ficken. Und dann haben wir so das Gefühl, wir machen jetzt einfach eine französische Version von der EP. Ja. Aber es ist keine französische Version von der EP. Es ist einfach nur Englisch mit französischem Akzent. Ja, ich meine... French. Rise of the North Star macht es schon, von dem her. Das kann schon mal. Ja, aber Rise of the North Star, ich glaube, halt aus Quebec, oder? Das ist Frankreich, Schweiz, Porero Botaro. Ja, aber ich meine mehr so, Rise of the North Star redet halt Englisch mit französischem Akzent, weil es das redet. Ja, aber du kannst Bei mir wäre es halt einfach so ein Dickhead, was sich darüber lustig macht. Aber du kannst immer noch das Argument machen, es ist eine von der Landessprachen. Es ist so quer ist. Fair Play! Eben, so quer ist auch nicht. Stimmt, Stimmt! Eben so, ist ein Schweizer, Schweizer Represent, so, weißt du? Ja. Voll. Ja, écoute bâtard, ich hat recht. Ich meine, du redest schon Französisch. Un petit peu. Ja, un petit peu. Ich sage auch nicht, dass ich super rede. Aber. Je ne parle pas beaucoup de français. Je vous souhaite une bonne journée sans accident. Genau. C'est pas un bordel ici là. Hein? Ich rede genug so mit ChatGPT, ich kann Lyrics Französisch. Je veux battre le cheveu sind so starr. Je veux battre da bouche avec mon fusil. Genau. Sag das mal zu Frankreich im Ausgang. Viel Spaß. Oh ja. Ich rede mehr Französisch wie Italienisch, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Red mal ein bisschen Italienisch. No parlare in italiano, no? Cazzo. Cazzo, che cazzo, sì. Per me, hai mai scopato, kann ich noch sagen. Das heisst, nie hast bumst auf Italienisch. Nein, pas scopato. Schön. Irgend so. Ja. Hai mai scopato. Was? Hai mai scopato. Hai mai scopato. Ja, das heisst, nie hast bürstet, also richtig übersetzt. Ja. Aber bürstet im Sinn von bürstet. Schön. Nein, ich habe nur gemeint, weil ich ja Italiener in mir rein habe, ist es peinlich, dass ich weniger Italienisch kann wie Französisch eigentlich. Ja, voll. Ich habe irgendwie Asian in der Family, aber wir wissen nicht wo. Mein Großvater gesehen wie ein... Will man sagen Osten? Mein Großvater sieht hure Asian aus, wir wissen gar nicht, woher das kommt. Er ist jetzt so ein kleiner Asiat. Also. Und niemand... Keine Ahnung, ich meine, seine Mutter, meine Urgroßmutter, hat bei den Docks gewohnt, von dem her eben Japanese Sailor, who the fuck knows. Wissen wir nicht. Es gibt viel chinesische und japanische Migration in Peru. Von dem her, oh ja, niemand weiß. Von dem her, the big mystery. Ich muss mal den Dings machen, den DNA-Test. Einfach jetzt das Stäbchen spucken und schauen, was passiert. Ja, voll. Kann man mal so einen gekauft? Oder drauf schießen. Das ist kein Schwangerschaftstest. Warte, Schwangerschaft. Gib mir schon, sich drauf schießen. Bella gleich 32 spielt schon zu lange Hardcore-Bands. Hat das Gefühl, man schießt auf den Schwangerschaftstest drauf. Fuck me. Ah, damn. Das ist gut. Das ist absolut hilarious. Ich sollte jetzt mal das Handy für ihn und schauen, was wir so in der letzten Zeit gemacht haben. Wir sind ja beide noch, wir haben ja noch ein bisschen Metal gemacht. Ja, wir sind fucking Metal Battle gewesen. Oh? Wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Am 17. Ja, vor 2 Wochen. Also 2. Ja, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Ah, ja. Haben wir schaffen, aber du hast sie nicht dann rausgebracht, das heisst, es sind 2,5 Wochen. Ja, voll. Wir schaffen wieder uns in 2 Wochen Rhythmus. Aber es ist schwierig. Ja, probieren wir es. Es braucht zu viel Zeit. Voll. Also, in der Zwischenzeit haben wir es gar nicht thematisiert, dass ich jetzt kurze Haare habe. Fair. Das ist blond. Das ist crazy, wie viele Leute das Gefühl haben, sie müssen mir sagen, ich habe jetzt mein Markenzeichen verloren. Und ich muss so, vielen Dank. Ich bin eigentlich
28, 30 von meinem Leben nicht blond gewesen, aber danke für den. Du wirst jetzt nur halb so viel angesprochen in der Straße. Ist einfach crazy. Ich bin an einem Konzert gewesen. Und es sind literally Leute, die mir sonst immer Heu sagen und mich eigentlich kennen und mir auf Instagram schreiben, vor mir gestanden und sind einfach weitergelaufen. Weil sie wahrscheinlich nicht das Gefühl haben, dass der ohne blonde Haare ich sage. Fair. Das habe ich sehr lustig gefunden. Ich meine, es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich einfach jemandem gesehen habe. So wie, okay, ich glaube, ich habe mal mit einer Person mal geredet. Einfach mal kurz oder so. So wie, ja, dort. Und ich habe das Gefühl, sie sind irgendwie ein bisschen anders. Was heisst Haarschnitt oder sind ein bisschen fetter geworden oder so. Und dann ich so das Gefühl, so, okay, wenn ich sie jetzt anspreche und es ist irgendwie der Cousin von ihm oder so, dann ist es einfach peinlich. Dann tue ich einfach nichts sagen. Und nachher irgendwann kommt die Person so wie, hey Rick, doch. Das ist mir am Hardcore United Festival passiert. Dort habe ich einen angequatscht, weil der hat 1:1 ausgesehen wie ein Kollege von mir. Ja, das ist nicht gewesen. Das ist meine grösste Angst. Ist nicht gewesen, aber das Lustigste war, wir haben anscheinend trotzdem schon mal miteinander zu tun gehabt, weil ich irgendwie bei einer Must Be Wrong Show filmen und er dort auch war als irgendwie so Techniker oder so. Ja, das ist auch meine grösste Angst. Ich spreche jemandem an, so, ich weiss, wer du bist. Und dann ist so wie, nein. Das ist mir mit dem Dutti mal passiert im Fall. Ja, bevor ich gewusst habe, wer der Dutti ist. Weil ich habe einen Schulkollegen, der genau gleich aussieht wie der Dutti. Ich tue auch manchmal Leute verwechseln. Und dann habe ich ihn so auf dem WC in der Halle 622, glaube ich, angequatscht. Und er so, nein, ich kann dich nicht. Und ich so, okay, tschüss. Ja, besonders jetzt mit dem Podcast, so, wir kennen einfach plötzlich so viele Leute und neue Gesichter und ich verwechsel auch Leute. Weißt, zwei Dudes, die einfach genau gleich lange Haare haben, genau gleich Bart. Und ich denke immer so wie der ist der von der anderen Gruppe, der Band oder whatever. Und nachher so wie, und ich bin unsicher, deswegen kann ich die Person nicht darüber ansprechen, weil ich einfach nicht mehr weiss. Und dann muss ich schnell im BC einfach im Instagram schauen, so wie, ist das jetzt? Lifehack. Ja, das ist schon so Social Anxiety Shit, keine Ahnung. Aber ja. Wie ein Wacken Metal Battles immer gewesen? Ja, es ist glaube ich sonst noch etwas gewesen. Es war eine interessante Power Dynamic gewesen. Du warst am Spielen gewesen, ich bin Jury gewesen. Ah ja, es ist wirklich nichts mehr dazwischen gewesen. Ja, voll. Interessante Power Dynamic, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, voll. Auf jeden Fall, ich werde immer ausgelacht, dass ich so ein Sackmesser dabei hatte. Guess who hat das Sackmesser an dem Abend mehrmals gebraucht, weil die irgendwelche Leute Sachen kaputt gemacht haben oder ein Problem hatten? Ich. Also Jokes on you, motherfuckers. Was hast du noch gemacht? Das ist... Also Sackmesser kaufen? Ich habe kein Sackmesser gekauft, ich habe nur 2 Sackmesser gekauft. Nein, es war das gewesen. Im Eberi bin ich noch gewesen, Shows schauen. Einen Tag nach dem Metal... Nein, einen Tag nach... Stimmt gar nicht. An dem Abend, wo wir mit Broken Fate aufgenommen haben, bin ich noch ins Eberi. Wer hat noch gespielt? Arcane. Stimmt, ja. Die haben, glaube ich, ihre Plattentaufe im Eberi. Und kurz nachher haben sie ein Videoclip released. Shinra. Das Haus ist stabil. Arcane, Shinra und die dritte Band habe ich jetzt leider vergessen, aber es war ihr erstes Konzert. Moa. Moa war es. Moa? Glaub's. Ich schaue gerade schnell an. Ich könnte schwören, das erste Konzert von Moa gewesen, oder? Habe ich das Gefühl. Es kann sein. Ja. Es kann sein. Es ist auf jeden Fall sehr sehr technische Musik von Anfang bis Schluss. Ich habe kein Instagram auf meinem Handy. Es hat auch gefickt. Also es ist wirklich... Ja, Moa ist es gewesen, genau. Ja, es hat die sind so proggy, oder? Ja, also es ist ziemlich viel auf komische Sachen, auf komische Arten auf 8 gezählt worden oder so. Okay. Oder auf 7, 16. Komplizierte Musik. Wirklich Musik, die ich nicht verstehe. Aber das ist okay, ich habe die Musik auch nicht verstehen, ich habe nur mit dem Sascha von 4 Leben etwas trinken. Ja, voll, ja. Das war auf jeden Fall lustig, weil es hat dort so... Es war voll, mega voll. Und es hat dort so Leute gehabt, die ich nicht als klassische Technical Death Metal Fans bezeichnen. Basically Leute, die einfach zu hot sind, um die Musik geil zu finden, sind wir ehrlich. Alt E-Girls, oder? Nein, generell. Okay. Einfach so Dudes und Dudins, wo du dort innen angeschaut hast und einfach so denkst, du bist eigentlich zu hot, um so nerdige Musik geil zu finden. Fair, ja, voll. Weil hotte Leute enjoyen so nerdige Musik nicht. Voll. Das ist so wie... Irgendwie. Also das ist so die Vorstellung, die du hast. Komplexe Metal-Musik hat ein grösseres Venn-Diagramm mit Cosplay. Und komplexe Metal-Musik hat... Magic the Gathering, ja, aber auch Friday Night Magic. Aber
Ja, aber auch... Inzwischen hat aber ein Cosplayer kann hot sein. Inzwischen hat so viele hotte Leute in so fucking Geralt nerdy shit. Ja, eben, das ist es. Das Problem ist, wir sind alt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass bei uns einfach nur Nerds nicht hot waren. Genau. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo das nicht cool war. Und jetzt sind Nerds halt einfach cool. Und darum sind alle hotte Nerds. Genau. Fuck me. Und die werden nachher in 5 Jahren im nächsten Trend sein. Gibt es noch so junge Alpha-Mails? Ja, Dings, der Look-Maxing die Look-Maxing-Gruppe. Was zum Fick ist Look-Maxing? Oh, der Insane, was da für Scheissdreck online passiert mit der neuen Generation im Fall. Sie sind einfach so wie, es fängt alles mit einem Subreddit, oder? Gut, aber zum Fernsehen kennst du Netlog? Ah? Kennst du Netlog? Ja, fair. Kennst du Scene Boys von 2012? Fair. Es geht in die Richtung, aber es sind wirklich so junge Dudes, die sich Knochen am Gesicht brechen, um einfach mehr Figur zu bekommen. Gehen, versuchen wirklich so homemade chirurgische Dinge zu machen, einfach um ihre Beauty-Standard zu erhöhen, was sie als Beauty-Standard nennen. Glaub mir, es ist ein Rabbit Hole, es ist ein fucking Rabbit Hole, wo ich schon mehrere Stunden in YouTube Videos geschaut habe. Ist sehr, sehr creepy. Oder auch sehr funny. Jetzt ist die Frage, wird es von den anderen als uncool angeschaut oder wird es von den Leuten als cool angeschaut? Ich weiß nicht, ob es cool angeschaut wird, oder es ist einfach sad. Weil ich habe letztens ich glaube, es war ein satirisches Take gewesen, aber irgendwie ist es gleich wild gewesen, weil es ist so wie so zwei so Bros, so Alpha-Bros. Frag mich nicht, wieso ich die ganze Zeit Alpha-Bros habe auf Instagram. Ja. Aber die haben so diskutiert, dass mit einer Frau zusammen sein dich weniger männlich macht. Wenn mit einer Frau zusammen sein, dann wirst du so soft und sanft und willst so Küssis auf dem Sofa und willst so einfach so Gay-Zeug halt. Und mit Mann ist so männlicher, weil es ist mehr Mann. Und das macht dich nicht sanft, weil es macht dich nicht soft, weil es ist ja mehr Mann. Also das heisst, die Quintessenz ist dann eigentlich gewesen, ja, du bist dann zwar halt schwul, aber nicht gay. Dann habe ich müssen sagen, ja, aber ich hatte die Diskussion schon mal mit jemandem gehabt. Gay hat ja früher eigentlich geheißen, dass etwas happy oder fröhlich oder cool ist. Und eigentlich ist ja alles, was von diesen Alpha-Brudis als Gay-Shit bezeichnet wird, das, was Spass macht. Weil hast du schon mal mit einer Decke über dem Kopf, Popcornkübel und Port wie Friends geschaut? Brudi, das ist das Beste. Ja, das ist schon cool. Aber hast du das gemacht mit Zweiter Weltkrieg-Dokumentarserie? Was? Viel besser. What? Aber das mache ich alleine. Ja, aber das ist ja dann nicht gay, das ist ja dann normal, das ist ja männlich. Ja, fair. Bauledig gesucht. Ja. Friends finde ich langweilig. Friends findest du langweilig? Ja, weiß auch nicht. Ich kann nicht mit dem connecten. I don't know. Ja, ich kann auch nicht damit connecten, weil die könnten sich niemals das ein Apartment in New York leisten. Das ist sehr unrealistisch. Wie geht das? Ja, voll. Aber nein. Welcher Stand-Up-Comedian hat den Witz gemacht, dass wo sagt, das Menschliche, was kannst du machen, ist ein Dudefick. Es ist genau ich glaube, es geht ums gleiche Prinzip dort. Es war nicht Bill Burr gewesen. Es ist vielleicht Jim Jeffries, maybe. Das Männlichste, was kannst du machen, das ist ein Dudeficken, weil dort ist einfach nichts Weibliches drin. Ja, voll. Fair Play. Fuck. Oh, das ist so... Nein, es ist vielleicht Ricky Gervais sogar. Oh, ich muss mal schicken, ist fucking funny. Anyways. Speaking of Friends, kennst du die Sendung The Good Place? Hat ich glaube schon öfters empfohlen. Weil auf dem neuen Eversis-Album auf dem neuen Eversis-Halbalbum sind ein paar Songs sehr inspiriert von den Lyrics her, von The Good Place. Was ist The Good Place? Das ist eine Sendung, wo es darum... Ich kann jetzt nur die erste Szene von dieser Sendung erklären, weil sobald ich mehr erkläre, ist sie gespoilert. Es geht darum, eine ist gestorben und dann siehst du so, die Kamera pannt so, eigentlich genau wie die Kamera jetzt zu uns ist, wacht sie so auf, so... Und dann steht oben an ihr so in grüner Schrift auf dem Sofa, wo sie hockt, steht oben drauf The Good Place. Ah, du hast mir erzählt, ja. Und nachher... Ist es auf Netflix? Ja, ist auf Netflix, ist verdammt geil. Ist so Sci-Fi-mäßig, oder? Nein, gar nicht. Es ist eigentlich mehr so White Comedy, White People Girl, White Comedy, so chillig. Nicht wirklich, wirklich irgendwie... es ist schon relativ deep, dann gegen den Schluss, wenn dann der Twist mal kommt und alles, aber... Es ist nicht jetzt so etwas Schwerfälliges, es ist eigentlich so ein bisschen viel good Comedy. Und das ist nice. Okay. Und dann hockt sie dort und dann heißt es so, Hello Eleanor, you're dead. Welcome to the good place. Ja, genau, ja. Und dann wird das so quasi, das ist wirklich cool. Und dann gibt es
So wie ein M. Night Shyamalan Twist. Oder ja, so. da gibt es auch einfach eine Szene, wo dann irgendwie einer eine Krise bekommt und dann ist er einfach dort mit so einem weißen Anzug und einer Sonnenbrille und steht da. Er sagt einfach so: Existence is a curse. Life is merely a prison. Deswegen hast du das gesagt. Ja, darum ist jetzt der Song, darum ist der Songtext vom einen Song ist jetzt effektiv einfach, es geht los. Ja. Mahmoud hat gesagt: Hey, ja, ist gut, ich lasse den Track laufen, du kommst rein, wenn du reinkommst. Ja, fair. Ich habe angefangen und Mahmoud so: Alright, wir gehen ab der ersten Sekunde all System of a Down, Fair Play. Sehr gut. Und dann bin ich rein und das ist eben, der Text ist eben: Birth is a curse, existence a prison. Und das ist eigentlich, das settet den Ton für das ganze Lied. Das ist der Fall, weil du es mal gezeigt und nachher am Mittwoch habe ich im Team-Meeting im Geschäft einfach gesagt, Existence is pain. Irgendwie habe ich mich von dem inspiriert. Ja, es ist aber auch eigentlich, es ist wirklich, ich kann das, wenn ich das da gesehen habe, es ist in dem Kontext rein von der Sendung ist es eigentlich... Schon so catchy. Es ist eigentlich nicht so... Also dort war es eher lighthearted gewesen, aber es ist eigentlich schon so. Ja, voll, ja. So, es ist nichts anderes. Ich habe dafür eine Matrix-Trilogie am Freitag geschaut. Alle im Stück. Geil. Wirklich sehr gut. Geil. Good shit. Also ja, Metal Battle. Metal Battle. Reden wir drüber. Du hast verloren. Nein, es ist wirklich sehr cool. Du kannst gar nicht verlieren, wenn nur einer gewinnt. Nein, also alle Bands sind super gewesen. Fear Lab, Choke Damp. Ja, wir haben natürlich einfach angefangen und darum war es natürlich schwierig für uns Publikum mitzunehmen und darum war natürlich die Stimmung auch nicht so gut gewesen und darum ist natürlich auch alles dort so ein bisschen und die Jury hat auch noch nicht, die Jury hat einfach noch nicht besoffen gewesen und darum haben wir uns einfach noch nicht gut gefunden, das war es. Nein, Spaß. Also Choke Damp, Size of Coherence, Midas Hour und Fear Lab. Yes. Wirklich sehr gute Battle gewesen. Stacked fucking Line-Up. Ja, voll. Wirklich sehr gute Bands. Es war cool gewesen, mal das Ganze von der Jury-Seite mal gesehen, zum ersten Mal. Wirklich sehr gute Jury gewesen, wirklich sehr ernst genommen und so. Wirklich jeden Punkt und so diskutiert. Das war geil gewesen. Und, darfst du ein bisschen Insights geben? Also nicht über das Resultat, sondern nur über das Zeug, das also wir wissen, die Sons of Coherence sind durchgekommen? Ja, das weiss ich, aber nicht, ich meine nicht über die Bewertungen, die abgegeben worden sind, sondern mehr so, was sind so die Kriterien, wo so eine Jury anschaut. Oder hat es gar keine und es ist einfach so, ihr seid am Schluss da gestanden und haben gesagt, ich finde die Band soll wiederkommen, ich finde die Band soll wiederkommen, ich finde die Band, oder hat es da so einen Katalog gegeben? Ja, es gibt so einen Leitfaden, aber du kannst ja selber schauen. Also sicher mal Präsenz, Technik, aber wird jetzt so, das ist das, was mich jetzt einfach wundernimmt. Wenn du jetzt so eine Band hast wie fällt mir gerade kein besseres Beispiel Shinra, die komplizierte Musik macht. Ja. Und dann hast du jetzt eine Band wie was gibt es jetzt für Hardcore-Band? Ja, einfach so Musik, die halt eher nicht darauf ausgelegt ist, möglichst technisch kompliziert zu sein. Also der Kontext wird auch berücksichtigt. Ist das dann so... Voll, genau. Weil, wenn du jetzt sagst, technisch, so, eben, ich meine, Sons of Coherence macht wesentlich technischere, anspruchsvollere Musik als Fear Lab jetzt. Nein, technisch so wie, hey, das, was du geschrieben hast und am Spielen bist, dass es auch korrekt gespielt wird. Wenn du merkst, irgendwie, der Drummer verliert sich im Tempo und nachher dann der Gitarrist geht raus, oder das wird auffallen. Aber ob es nachher, weißt, wird auch Kontext berücksichtigt, wie zum Beispiel, hey, wenn es eine Band ist, wirklich komplexe Musik macht, dann gibst du nicht Minuspunkte, weil sie sich wenig bewegt haben oder so. Oder? Dafür, wenn es eine Hardcore-Band ist, wirklich auf Bewegung angelegt ist, dann ist das ein Merkmal, wo du sagst, hey, der hat sich bewegt und so. Und halt, das wird alles im Kontext. Sind Bühnen-Outfits auch etwas, was ihr anschaut, so, dass das Ganze ein bisschen Stimmiges hat? Es ist nicht eine maßgebende Dings gewesen. Aber wenn jetzt einfach, sagen wir mal, du hast jetzt eine Black Metal Band und einer von diesen Brudis hat jetzt einfach etwas weiss. Gut, das ist ein schlechtes Beispiel, das könnte ja einfach eine stilistische Choice sein, die gut ist. Aber einer hat jetzt obviously einfach vergessen, dass er seine Kleider mitnehmen muss. Ja, so. Wenn es etwas negativ auffallen würde, dann glaube ich schon. Also wenn das ein Konzept ist, oder dann ist so, du hast die Idee vom Konzept, oder? Ja. Und wenn das dann nicht reinpasst und irgendwie, oder haben alle irgendwie so Black Metal Kleider und die anderen hat Adidas Tracksuit oder so, das wirst du wahrscheinlich schon merken, so passt nicht. Aber eben, dann musst du jetzt wieder herausfinden, ist es das Ding, weil bei Taoist hat ja der Sänger am so einen Scheiß Adidas Trainer. Ja, fair. Aber nein, also das ist keine maßgebende... Okay, also du bist jetzt nicht in den anderen gesagt, ja, der hat zu hip-hoppige Schuhe an. Nein, okay. Nein, das nicht. Aber ich bin nachher auch zu den Sons gegangen und habe gesagt so, hey Boys, ihr macht fucking deep, heavy Musik. Wenn alle wieder Yannick würden anlegen, wäre es noch geil. Also das habe ich nachher gesagt, so wie nachdem noch das Ganze passiert ist. Also oben ohne? Ja, oben ohne.
Und so. Vor allem, Bruder, die sind auch gecheckt alle. Nein, fucking hell, die könnten auch wie Polar Shift spielen. Nein, denkst du, ja. Aber ich bin zum Beispiel sehr beeindruckt worden letztes Jahr von Bedrängnis, wo am Wacken-Finale gespielt haben und es sind 2 Dudes mit so Black Metal Vibes Outfits und einfach so ein riesiger Kandelaber im Hintergrund, wo lit war mit Kerzen. Kannst du mir noch mal schnell erklären, was ein Kandelaber ist? Ich habe das Wort auch schon gehört. So Kerzenhalter und so mega viele Kerzen. Also ich wollte nicht wissen, wie lange sie nachher gebraucht haben, zum Bühne putzen von der ganzen Kerzen. Schmal? Nein, Kerzen. Wie heisst es? Bruder, ein Kandelaber ist ein Armleuchter. Ja, das ist korrekt. Aber so die Multiple, genau. Aber es ist so wie... So etwas da. Genau. Aber es ist so wie... Ja. Es ist quasi wie ein Backdrop gewesen. Volle leuchtende crazy Kerzen. Shit. Und ich so, es ist so Atmosphäre und Vibes gewesen. Und genau so etwas habe ich nachher an den Songs gesagt, Boys, wenn ihr so etwas bisschen in diesem Vibe würdet ziehen, oder? Wenn es ein bisschen düsterer würde aussehen als Ganzes. Genau. Dann würde es noch einfach mehr dazu geben. Weil ich habe gesagt, die ein paar Parts und ein paar Chord Changes, die wirklich Gänsehaut geben, oder? Und jetzt dazu noch eine vibe Atmosphäre geben, oder? Also 4 Leben intern haben wir schon Wetten abgeschlossen. Also haben sie Wetten abschliessen. Ich hätte sollen... Wir haben gesagt, wenn nicht wir, welche Band macht's? Was? Ich habe ja mit 4 Lab dort gespielt. Dann haben wir Wetten abgeschlossen. Wenn nicht wir, also wenn nicht 4 Lab, welche Band gönnt. Ich hätte gewonnen, ich habe gesagt Zons. Und die anderen haben sich dann, glaube ich, aufgeteilt auf My Last Hour und Choke Down. Also, es hat keine schwache Performance gegeben, aber es ist wirklich zu der letzten... Irgendeiner im Publikum ist zu mir gekommen und hat gesagt, ihr seid verdammt gut gewesen, aber mit Abstand die schlechteste Band. Ich so, okay, danke für das. Merci für gar nichts. Coole Sicht. Also das Ziel war wirklich, so fair wie möglich zu sein. Einfach ein kleiner Lifehack. Wenn ihr jemandem konstruktive Kritik geben macht es nicht so. Ja. Ich weiss noch, so backhanded Comments habe ich schon mal gehabt. Habe ich schon mal... So, ich habe schon live gesehen, aber der Auftritt von heute ist einfach nicht so gut gewesen. Okay. Ja, okay. Also cool. Sachen. Oder nein, irgendjemand hat mir mal ein Kompliment gegeben. Es ist das Ding, wie nennen sie es? Der Ryan, der Craig Reynolds nennt es German Honesty. Ich glaube, German Honesty ist, glaube der Terminus, der von tourenden Bands verwendet wird für das Ganze. I really like your music, but you were shit today. Ja, Hans, what do you think? I really liked the double bass today, but the snare hits, they have been a bit off. There was the 16th note was not on the 16th, it was more on the 16th and a half. Du drückst genau auf den Insecurity Point, den der Musiker hat und sagst laut. Voll. Ja genau, German Honesty. Einfach zu einem angehen und sagen, hey, dieses Outfit ist wirklich eine Choice. Voll. Aber nein, also, also als Kontext, also es ist lustig, weil wir haben uns ja zuerst als Bands beworben für Wacker Metal Battle. Also du? Und ich habe mich kein einziges Mal beworben. Ja gut, viel Lab, voll. 2-mal muss ich jetzt gleich spielen. Voll. Und wir sind nachher angefragt worden, wegen Jury sein. Du eben auch, das ist das Lustige davon. Also, da habe ich auch noch eine gute Story dazu. Das ganze Metal Säbler Team, wie der Brian ist schon drin. Ja. Dann ich und du, wir haben alles geschickt. Und sind wir einfach ghostet worden. Und wir sind einfach komplett ghostet worden. Motherfuckers sind wir ghostet worden. Und ich sehe meinen Kalender, weil ich kann vor ein paar Wacker Metal Battles gehen als Gast. Ja. Und, ich habe mir das Finale im Fall schon eingeschrieben, weil es heisst, ich soll mir das notieren. Ja, fair. also nix. Genau, wir waren beide in der Jury gewesen. Und nachher wir haben nichts zurückbekommen. Also wir haben das eine Jurymitglied hat quasi, sie haben irgendwie noch mehr oder neue Jurymitglieder gesucht. Dann hat das eine Jurymitglied uns quasi in den Raum geworfen. Dann sind wir angefragt worden, ob das okay wäre für uns, wenn die unsere E-Mail-Adresse weitergeben wird. Dann haben wir gesagt, kein Problem. Dann haben wir einen halben Tag später ein E-Mail bekommen, mega viele Infos drin, so hey, mega cool, würdet ihr das machen? Das sind Daten, dort ist noch nicht fix, wer wenn spielt, aber es wäre gut, wenn ihr euch das Datum für das Finale frei habt. Ja, und ich so, okay, ist gut, ich habe es mir in den Kalender eingeschrieben und dann irgendwann so
2 Wochen vor dem ersten Battle kommt der Ricky mal so auf die Idee, Brian zu schreiben. Ich habe einfach gefragt, so wie, hey Brian, hast du etwas gehört wegen Jury und so? Ich meine, nein, nicht einmal, eine Woche vor dem Konzert. Ah ja, stimmt. Und ich so, hey Brian, weißt du etwas wegen dem Konzert und so? Ich meine, Jury, wissen wir, ist jemand zugeteilt worden und so? Also, ja, es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Es ist eigentlich alles klar, ja. Es sind alle ready und ready to go. Und, ja. Und wir zwei so wie, hey, what the fuck? Und nachher ich so wie, okay, that's it einfach. Und nachher der Brian hat gesagt, jetzt suche ich gerade unbedingt jemanden für den Tag. Und ich habe gefunden, hey, fucking, also ich bin sowieso dabei, sowieso dort. Sag sonst mal, ich es machen, wenn sie es ja gefragt haben. Aber ja, dann bist du halt in die Juryliste reingekommen. So, well, whatever. Aber ja, ich meine, es sind viele Leute, es ist viel zum Organisieren. Es hat vor allem auch viel, was ich geil finde, viel jüngere Leute dabei. Das finde ich sonst super. sind es bei so Jurys ja immer so, oder oftmals so, da haben wir uns auch mal darüber aufgeregt, über dass die ganze Metal-Musikszene ein Scam ist, da haben wir uns auch mal darüber aufgeregt im Auto. Ja. Das gibt, glaube ich, auch mal noch eine Folge. Ja, da hat der Marcel, der das Booking im Werk gemacht hat. Wo jetzt Schür gemacht. Das Booking im Schür hat eben auch mal noch kurz irgendwie über so das Ding mit mir auspackt. Den könnten wir auch mal im Podcast einladen. Unbedingt, ja. Weil, ja, den könnten wir auch mal im Podcast einladen. Also es gibt viel so Business. Machen wir zuerst den Punkt fertig vom Metal Battle, dann können wir über das andere reden. Ja. Was ist der Punkt? Dass es junge Leute drin hat, die nicht unbedingt so... Wie nenne ich das jetzt? Wie nenne ich das jetzt, ohne dass es respektlos klingt, weil ich meine es nicht respektlos, aber die nicht einfach so im Musikbusiness sind seit 20 Jahren. Weil mega oft sind es dann bei so Sachen so irgendwelche Leute, es gibt viel Management, die seit 20 Jahren im Musikbusiness sind, wo du einfach denkst so, ja, aber who the fuck is this? Was macht die Person? Genau das. Und weißt du, es sind vielleicht Leute, die sogar im Background sehr relevante Sachen machen, aber wo halt, oder vielleicht eben vor 10 Jahren vielleicht aktiver gesehen hast und jetzt mehr im Background. Ja, oder halt einfach dann nur so scammy Scheiß im Background machen. Irgendwie im Musik, weil es gibt ja viele Leute, die im Musikbusiness sind und sagen, ja, ich lebe davon, ich lebe im Musikbusiness und dann spielen sie trotzdem am Balkan Metal Battle. Und ich verstand teilweise nicht, was gewisse Leute machen, aber... Ja, eben. Das sind wie die so, ja, weißt, wir sind eine etablierte Band und bla und weiss ich was und ich bin selbstständig im Musikbusiness und dann machst du am Metal Battle mit. Voll. Ohne jetzt Namen zu nennen. Aber das finde ich lustig. Nicht weg Metal Battle, oder? Doch. Ich sag dir nachher schon. Okay. Du weißt, glaube ich, welche Band das ist. Maybe. Ich habe mich schon öfters mal über das lustig gemacht. Okay. Ich finde es fucking funny. Fair. Nein, aber ich sag's dir nachher. Es ist halt so, also vergleichen mit letztes Jahr. Letztes Jahr ist, glaube ich, der Brian der einzige von der neuen Generation gewesen. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, oder einer von den wenigen. Ja, der Mahmoud ist dabei, der Umi ist dabei, der Marcel ist dabei, ja, voll. Der Marco ist dabei von Hardline Booking. Ich glaube, der Umi ist auch letztes Jahr. Umi ist letztes Jahr auch dabei gewesen, ja. Aber es hat mehr von der neuen... Ich meine, junge Generation, wir sind 30. Ja, die sind auch alle 30. Wir sind fuck! Aber ja, in dem Kontext 30 ist jung, sagen wir es so. Der Marcel ist noch nicht 30, glaube ich. Nicht? Oh, junger Bursch. Der ist ein hübscher junger Mann. Hübscher junger Mann. Nein, aber also ich finde wirklich sehr cool, woran sich das bewegt. Und ich finde, hey, cool, dass das so gemacht wird und so gepusht wird. Ja. Und hoffentlich sehen wir dann nächstes Jahr auch mehr jüngere Leute. Das gefällt mir sehr. Es gibt keine jüngeren Leute, die Metal machen. Akudama sind die einzigen. Nein, also ich glaube zum Beispiel... Lunar Vortex. Lunar Vortex ist eben auch so... Also ich finde Bands, aber auch Jury zum Beispiel. Ja. Crowdcore Report, 100%. Der Mik und der Jona können auch als Jurymitglieder sehr gute Inputs bringen. Boah, die müssen einfach die müssen nicht in der Jury sein, die müssen in der Anti-Jury sein. der Johnny als Booker, wo die HC-Shows macht zum Beispiel. Der wäre ja auch ein super... Der Johnny, der Piccadilly Johnny. Piccadilly Johnny, genau. Blonde Haar, gell? Ja, voll. Johnny Exiled. Ja, genau. Der macht schon mega viel. Also du hast wirklich so viele junge Leute in der Szene, die brutal Sachen pushen. Ich meine, wie gesagt, Mostübi auch. Oder Mostübi haben auch Crowdcore Report als, was ist es, MVP Award von 2024 gegeben, was auch sehr, sehr verdient ist. Weil, fuck me, die wir sind einfach alt und machen nichts. Wir sind einfach voll as fuck, Alter. Aber, ja. Wir ruhen uns auf unseren Lorbeeren aus. Ja, fair, definitiv. Einfach, weil wir haben früh in Bitcoin investiert.
Wir haben früher in Bitcoin investiert und sind halbwegs funny. Darum können wir es bis jetzt noch einigermaßen durchziehen. Genau. Aber der Aufwand, wo die Jungs betreiben, ist wirklich insane. Und deswegen, also das ist halt die Jungen, die haben noch keine Verpflichtungen, oder? Die haben noch keine Jobs. Nein. Die sind alle arbeitslos. Die wollen alle nicht arbeiten. Die wollen nicht am Morgen um 7 Uhr aufstehen ins Büro, oder? Die haben dann auch nicht Projekt. Der Chef verdruckt, das Projekt verdruckt. Nein, aber für nächstes Jahr, ich würde mir wünschen, dass Crack Report und der Johnny zum Beispiel in der Jury wieder reinkommen. Es gibt auch andere Leute, es gibt so viel Booking. Hey, ich finde es eigentlich ganz okay. Ja. Das ist voll in Ordnung. Voll. Du bist dabei, solange wir. Ja, voll. Mach mal das aber ist offensichtlich ja, dass der Ricky nicht biased ist. Ja, definitiv. Also es ist im Fall ein Nachteil, wenn ich dich kenne. Weil dann habe ich dich sicher schon mal ein paar Mal live gesehen und ich weiss, von was du capable bist. Und wenn es dann nicht on par oder mehr ist, dann bin ich einfach kritisch as fuck. Von dem her. Nein, aber ich glaube... Rührt der Ricky sofort raus. Aber eben, auch wie nächstes Jahr kann ich nicht mehr mitmachen, ist ja gleich. Aber in dem... also ich bin jetzt bei der ersten Konzert in der Jury gewesen, aber jetzt glaube für keines, ich bin einfach dabei. Einfach als Gast. Bist du nicht am Schluss noch im Finale, sind die nicht alle? Also dort sind einfach schon einige drin, also mal schauen. Alright. Aber, ach, ich sollte weniger mit dir hängen, du sagst die ganze Zeit alright, jetzt fängt es bei mir auch schon an. Alright. Nein, wir spielen auch mit Taoist, deswegen ist es so wie... Ah ja? Voll. Das ist noch blöd, hä? Ja, voll. Aber ich meine... Hast du einfach in dem Fall gar nicht, hast du einfach gehofft, dass du jetzt... das ist auch eine These von mir, die ich hatte, dass du einfach die wackste Band wählst, damit du nachher einfach ein Spiel hast, wenn Taoist würde ins Finale kommen. Das wäre, wenn ich keine ethische... das wäre, wenn du nicht einfach... Moral Principles das wäre, wenn du nicht das generell... Wenn du generell einfach ein anderer Mensch wärst. Ich hätte das nämlich auch nicht von dir erwartet. Nein, also mein Gedanke war folgendes gewesen. Ich wollte die stärkste Band an den Finale schicken, die könnte gewinnen. Ich habe es schon mal gesagt. Genau. Ich habe es schon mal gesagt, Bruder, wir sind im Arsch. Die nächste Band, die als Macken Metal Battle von der Schweiz geht, kann nicht gewinnen, außer sie gewinnt. Genau, das ist das Thema. Also, Expello haben jetzt einfach einen Präsident gesetzt. Du meinst einen Präzedenzfall? Ja. Wenn das korrekte deutsche Wort ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Luki, schreib es bitte in den Kommentar. Ja, sie haben einen Präzedenzfall jetzt gesetzt. Die Schweiz ist jetzt ein internationaler Spieler. Und ich habe heute eine Insta-Story von dem Mick gesehen, dass irgendeine Drittklässlerin in Holland für den Deutschunterricht hat müssen nicht eine Präsentation, sondern ein Vortrag. Nein, es ist nicht unbedingt ein Vortrag. Collage. Also eine Collage und einen Vortrag machen und dort ist einfach Expello nachher nicht. Nein, ist so insane. Fucking sick. Das muss, glaube ich, das Geilste sein. Ich glaube, das muss wahrscheinlich geiler sein als ein Grammy. 100%. Ich meine... Sage ich so, keine Ahnung, noch nichts von beiden. Noch nicht mal vielleicht das Metal Battle gewonnen in der Halbfinale. Noch nicht mal vielleicht das Lied geschrieben, das mehr als 1000 Mal gelost worden ist. Aber... Nein, also ich glaube, der grösste Impact ist, dass du andere Leute dann inspirierst, das zu machen oder das zu hören. Oder wenn ich in 20 Jahren dann Leute in Bands kommen und sagen so, hey, du hast inspiriert, mich zu einer Gitarre in der Hand oder so. Das ist der grösste... Who gives a fuck about awards, Alter? Das ist der grösste Award auf der nächsten Generation. Und es sollte aufhören mit den Awards in dem Fall, hä? Ja, ich meine, Cracker Reaper macht es sowieso besser. Ja gut, aber dann können wir auch gerade aufhören mit dem Podcast. Also, ja, fair. Sind wir ehrlich? Wir tun einfach mal unsere Side-Stage-Kommentare geben und einfach Leute roasten. Irgendwann braucht es uns gar nicht mehr als Podcast, wir sind nur noch da, um so... Nein, also je länger wir das machen, desto weniger haben wir zum Verlieren. Also wir können einfach mehr ehrliche Shit sagen. wenn es weniger zensieren. Wir sind ja schon am Grenchen gewesen als Gäste, als Interviewers. Ja, voll. Wir haben eine der grössten Schweizer Metal-Bands ever schon mehrmals interviewt. Ja, zweimal. Wir haben einen Teil von der momentan grössten Schweizer Metal-Band interviewt. Ich meine, Expello haben wir interviewt, bevor sie Wacken gewonnen haben. Hey, wir haben das Album von Expello als beste Release vom Jahr gekürt, bevor Expello als beste Band von der Welt gekürt wurde. Tatsächlich. Xonor haben wir auch als Gast gehabt, wo sie frisch am Anfang waren. Das ist so eine funny Story. Der Luki hat mir das mal erzählt. Also der Luki, der Sänger von Kate Effect, hat mir gesagt, ja, und dann sind wir bei Xonor im Bandraum gewesen, und dann hat er das Gefühl gehabt, ja, mal,
Mal, das könnte cool werden. Ich glaube, ich könnte auch mal bei uns im Bandraum kommen. Und das nächste, was wir gemacht haben, ist Breakdown of Sanity gewesen. Und er so, nein! Breakdown of Sanity, ja. Du musst mir eh noch etwas erzählen, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Was denn? Ist das eigentlich für eine Geschichte mit einem Song, den du ganz sicher nicht gehört hast, bevor du von dem Cover mitbekommen hast? Welcher Cover? Money Matter. Aha, ja, stimmt. So, das musst du jetzt mal kurz erklären. Weil dort ist so ein hure Geheimnis daraus gemacht worden, um das Ganze. Ja, voll. Ich meine, Red Falga haben sie mir einen Song geschickt zum Mischen. Und initial war es ja mit dem alten Sänger gewesen. Ja. Aber dann sind sie eben getrennt weggegangen. Und zuerst, als ich das bekommen habe, ist so wie, was ist das für ein Kinderlied, Alter? Also, noch nie davon gehört, es ist einfach weird. Also für alle, die... Habe ich die Brudi-Brot-Geschichte schon mal erzählt auf dem Podcast? On Air? 100% wahrscheinlich, ja. Ist egal, ich erzähle sie nachher nochmal. Right, also das war so ein richtiger Brudi-Brot-Moment gewesen. Ja, mega. Ich glaube, im Podcast selber noch nicht. Erzähl mal. Anyway. Was ist ein Brudi-Brot? Ein Brudi-Brot ist auf jeden Fall... Wir haben da uns Probe gehabt. May, Danu, Ricky und ich. Gehen in den Dinner. Ist ein Dinner, gell? Und dann sind wir alle da drin. Der Ricky steht vor einem Brotregal und dann kommt er einfach so um die Ecke so: Hey Jungs! Hey Jungs, was ist das? Und wir schauen das dritte an, May, Danu und ich so. Erstens mal stabile Ansprache. Zweitens. Ja, wenn ich ein Anstände bin, dann kommt es raus. Ja, fair. Zweitens so: Junge, du stehst vor einem Brotregal. Ricky, du stehst vor einem Brotregal, also wird es wahrscheinlich Brot sein. Nein, Jungs, was ist das? Was ist was? Ja, das Brudi-Brot. Und wir alle einfach in dem Moment nur noch am Lachen gewesen und haben das Gefühl, ist das jetzt sein Kopf verdammt ernst? So ein Brudi, Walter seit 15 Jahren in der Schweiz und hat noch nie einen Griti-Bands gesehen. Weißt du, so ein Brudi, der einfach so eine Schokostange aus dem Arsch rauskommt. Weißt du? Und ich so, what the fuck is that shit? Blatt im Paler-Brot, Alter, ohne Scheiß, ich habe einen Griti-Bands seitdem nie mehr Griti-Bands genannt. Das ist immer ein Brudi-Brot. Ja. Und darum habe ich irgendwann mitbekommen, dass der Ricky immer ein Cover mitmacht von Zundhölzli, von Money Matter. Und habe mir nur so gedacht, ja, das hat er ganz sicher auch noch nie gehört. Nein, ich habe initial so gedacht, so wie, boah, ich so keinen Bock, so einen Kindersong da zu mischen. Aber nachher ist irgendwie... Brudi, das ist so, der slappt so hart im Fall. Ja, jetzt schon. Das Original. Ja. Hast du das Original mal gelost? Ja, ich habe es nachher gelesen. Slappt schon. Ja, ich habe einfach so gefunden, so wie... Money Matter ist der anarchistischste Bastard ever gewesen. Also, das habe ich nicht gewusst. Aber initial ist es so wie... ich habe gemeint, es ist so ein Kinderlied oder whatever. Und nachher habe ich... Aber nachher haben sie angefangen zu sagen, hey, machen wir... Also ich habe zuerst mal den Instrumentalen gemischt. Noch nicht so ganz gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und nachher haben wir... Dann haben wir es selber mitgemacht und dann es geil gefunden. Nein, das Thema ist, nachher haben sie gefunden, hey, wir machen noch Feature und so. Und mit unterschiedlichen Sängern. Und haben mich auch gefragt, zum Teil davon sein. Und nachher habe ich angefangen, Takes zu bekommen. Yep. Vom Andrea von Moment of Madness, vom Rico von Self as Breath. Yep. Vom Luki, von Kate Effect, von Mycelia. Ja, stimmt, ich vergesse das immer. Ja, voll. Ich habe mit dem Megan am Konzert gesehen, am Ronschrock-Konzert. Und dann habe ich auch einen Part gemacht. Erstmal, als ich auf Schweizerdeutsch musste singen. Das ist fucking weird, gell? Das ist mega weird. Und ich meine, ich kenne den Song auch nicht. Also ich habe einfach das Beste probiert. Und dann ist wirklich sehr interessant geworden, weil ich mit jedem Sänger, der komplett anders ist, auch nachher natürlich der Mischer, der jetzt ein neuer Sänger ist von Red Falga. Yep. Und dann ist wirklich, es ist, ich kann sagen, in mich gewachsen. Oder whatever. Also ich muss cool sagen, als Kind habe ich den Song auch nicht geil gefunden, aber eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, der slappt schon. Ja, der slappt schon, der Huren-Song. Der ist ja Huren alt. Ja, als ich die Lyrics habe gelesen zum Lernen, zum Singen, ist so, ja, es ist schon noch... Hast du den auch gebraucht, zum Übersetzen? Nein. Aber es ist schon eine Challenge gewesen, um das in einer Metal-Version umzuwandeln. Ja, das glaube ich. Hey. Voll. Aber es ist cool rausgekommen. Check jetzt mal ab. Red Falga, Zündhölzli. Mit Andrea von Moment of Madness, mit Self as Breath, Taoist, Kate Effect. Und ja, ist interessant. Machen mal mehr so Collabs in der Szene, ist geil. Der Song ist im Fall eigentlich, wenn ich das richtig wenn ich jetzt nicht einfach da gerade komplett zu viel Punk in Money Matter reindichte, ist das ein relativ
sozialkritischer Song, der davon warnt, dass man Sachen nicht zu gross werden lassen, sondern sie im Keim schon ersticken. Ja, voll genau. Und dann mal schauen, ich meine, Goddamn. Der hat noch ein paar so Songs gehabt, glaube ich. Kann mir mal irgend so ein Berner weiss das sicher. Ist der Mani Matter so eine linke Zecke gewesen, wenn ich das Gefühl habe, oder ist das einfach so... Der war ein Berner Musiker gewesen, der müsste ja eigentlich eine linke Zecke gewesen sein. Ich glaube so die Dichter, Singer-Songwriter sind in der Regel fast nicht progressiv gewesen. Also ich glaube nicht, dass... Ja, Gölle sicher nicht. Ich meine, in Chile hast du auch einen mega Bekannten gehabt, wo nachher die Diktatur halt getötet worden ist. Genau deswegen, weil seine Lyrics einfach so ja, dort haben sie nicht genug früh vom Teppich weggenommen. Nein. Mhm. Das sind halt CIA gekommen, hat der Präsident. Schau, der Fuck me, Alter! America, Alter. America, ja, fuck yeah. Ja. Gut, haben sie auch vor 2 Wochen mit Venezuela gemacht. Ach, das ist so... Bruder, letzte hat einfach so... Habe ich in einem Nachrichtenportal gesehen, so, das war das erste Jahr in Trumps Amtszeit. Ich so, what? Bruder, nicht einmal... Das war fucking das erste Jahr erst! Nicht einmal 3 Tage im 2026 und schon, es gibt fast, ich meine, Iran und fucking... Es ist die ganze Welt, fucking Christ. Ich habe so viele Epstein Files Videos schon geschaut. Ich habe Epstein Burnout, Alter, ich schwöre. Ich habe langsam ein Trump Burnout. Können wir einfach aufhören über den reden? Hör auf. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin... Mein T-Shirt sagt alles. Ja. Warte, jetzt muss ich noch kurz umdrehen, damit wir sich einfach hinlesen. Ja, fair. Das ist der Booty da. Ja. Ich chill jetzt mal, Mann. Ja, chill jetzt einfach mal. Deswegen am Sonntag, ich wollte Vocals aufnehmen. Aber ich habe einfach Bock gehabt und ich habe Fable Anniversary gekauft und einfach den ganzen Tag Fable gespielt. Einfach mal ein Singleplayer-RPG. Einfach mal machen, ja. Da können wir gerade einen guten Kreis zum Anfang von dem Ding schliessen, weil der Mahmoud hat, wo wir die Vocals sind bei ihm aufnehmen, das Gefühl gehabt, also wir sind 2 Tage gegangen. Einen Samstag und dann einen Freitag noch. Und am Samstag haben wir 2 Songs aufgenommen, eher ein bisschen poppige. Und dann habe ich die Songs geübt und habe das Gefühl gehabt, boah, wir sind schon verdammt soft geworden. Und dann ist mir dann gekommen, aha, nein, warte schnell. Die hässige, dumme Scheiße kommt erst noch. Und der eine Song ist eben, den haben wir schon live gespielt, Extinction Level. Ich glaube, du hast in dem Fall schon... Hast du die letzte... Aber hast du es live schon gesehen? Was nicht? Die haben wir, wir haben die letzten 2 Konzerte als letzten Song gespielt. Er ballert auch viel mehr als alle anderen Songs, die wir hatten. Okay. Und das ist ein bisschen auch ein sozialkritischerer Song. Also nicht unbedingt sozialkritisch, sondern einfach rissen der Kapitalisten Schwein den Kopf ab und essen ihre Innereien. Ja. So ein Song. Und das ist eben dann der Mahmoud auch gestanden und hat das Gefühl gehockt und hat das Gefühl gehabt, boah, die Lyrics sprechen wir aus der Seele. Und das ist einfach nur so, wirklich nur so absolut abartige Scheiße gewesen. Ja. Das ist wieder ein Song, der hat so stabile Lyrics, das ist einfach so, ein Teil vom Refrain ist einfach auf dem Lyricblatt steht einfach so ah! Und ja, das ist geil. Wir haben noch ein Featuring gehabt. Gut, ich habe es ja schon auf Instagram eine Story gemacht, von dem man kann ja sagen, wer es ist. Mit dem Julian von No Kings, No Slaves. Und Homewards, exakt. Ich frage mich immer noch, wie beide Bands aufschreiben für das Featuring. Ja, mach beide. Kann man das machen? Ist das okay? Zwischen dir schon einfach mal die 2 Artists tun und that's it. Fair. Ja. Fair. Ich meine, hast ja der Zündholzli, hat auch 5 Bands. Ja, aber das sind ja auch 5 verschiedene Bands. Ich habe auch mit dem Buri von Atropas, wo ich Soli von ihm gemacht habe, er hat seinen Profil als Buri Kaliskan und Atropas und dann habe ich beide nicht da. Muss geht. Sick. Ja, dann machen wir das doch. Und er hat einen Song, wo wir vor 9 Jahren released haben. Unsere Gästin. Unsere Gästin kommt. Wo wir vor 9 Jahren released haben, der ist neu gemacht worden. Er ist wesentlich geiler. Ja. Und ich habe einfach meine Fresse in dem Song. Ich habe keine einzige Vocal-Line gemacht. Ja. Weil das hat der Julian von No Kings, No Slaves und Homewards übernommen. Hat er direkt gekreit. Das ist richtig
sick! Ja, das ist geil. Du hast ja schon mal reingelassen. So, was meinst du? Wie findest du eigentlich, findest du Change ein bisschen drastisch oder ist es nicht so drastisch? Ich finde es gut, dass es changed. Ich finde, wenn jede EP gleich tönt, dann... Genau, ich habe mich eben nur mal gefragt, ist es ein bisschen zu drastisch? Und dann habe ich gemerkt, so, nee. Was aber ist... Lieber zu drastisch und take a fucking chance, Alter. Das ist eben das, was ich jetzt heute... Wir haben beim Feedback für die Mixes ist es ein bisschen lustig gewesen. Mhm. Weil dort haben wir... Needs more cowbell. Nein, nicht das, aber es ist einfach so ein bisschen... Die Vocals sind absolut nicht so safe, wie wir es sonst immer gemacht haben, weil wir jetzt mit jemandem zusammengeschafft haben, der weiss, wie man Vocals kann produzieren kann und wir das immer so selber gemacht haben und darum natürlich absolut in unserer Comfortzone geblieben sind. Der Mahmoud ist der Master of Harmonies. Weil wir auch nicht gewusst haben, wie das wir es ändern sollten. Und jetzt, das Mal sind die Vocals wirklich fucking out there. Also es ist die Vocals sind komplett anders, wie wir das sonst gemacht hätten. Also ich habe auch schon von jemandem gehört, es tönt ja voll wie Versus mit den Vocals. So, ja, mal tönt es, weil es sind wir, aber that's what fucking happens, wenn du jemanden hast, der weiss, was man kann aus dem Lied rausholen. Der Mahmoud ist nicht nur ein Musiker und Producer, der ist auch ein brutaler Sänger. Ja. Und ich meine, er hat mit dem Butch zusammen, also ich habe mal kurz 5 Minuten weggeschaut und dann ist der Chor, also wir sind einen Chorus am Aufnehmen gewesen, mit dem Butch zusammen, ich habe 5 Minuten weggeschaut und dann ist er einfach so okay, das ist jetzt eine Pop-Produktion im Chorus. Fuck it, wieso nicht? Das klingt hure geil. Wo zum Teufel ist das jetzt hergekommen? Mhm. Also es ist wirklich absolut, es macht mir selber ein bisschen Pipi in die Augen gekommen. Ich das erste Mal im Studio geguckt bin am ersten Tag und es gelöst habe, ich so, fuck. Ich liebe das spannend, geil. Ich habe noch nie so viel Freude gehabt, meine eigenen Songs zu hören. Aber du musst eine Pause machen und nachher mit crazy. Oder wir machen einfach Tschüss. Oh, tschüss. Weil eigentlich so viel haben wir gar nicht mehr zu schnurren. Oder gibt es noch etwas, wo du darüber reden? Also, schau, ich habe eine Idee. Wir machen schnell eine Pause. Nachher schauen wir. Entweder kommen wir zurück oder nicht. Und entweder kommen wir zurück oder nicht. Ja, ihr findet es raus. Ja. In 5, 4, 3, 2, Bruder. 1. Tschüss! Ja, kannst du mal laufen. Ja, voll, ja.